Ich bin Harry Kane-Verfechter durch und durch. Ich sage ja, er ist der einzige Spieler bei uns, der Weltklasse hat. Ja, ist halt so. Also so wie ich Weltklasse definiere. Haben wir ja im letzten Stream schon drüber diskutiert. Siehst du ja ein bisschen anders. Für mich ist er der Einzige, der Weltklasse ausstrahlt. Mit Abstand. Ja. Wie gesagt, Michael ist auf einem guten Weg dahin, meiner Meinung nach. Aber dann kommt erstmal lange Zeit nichts. Ja. Und dann kommen so 3, 4 Spieler und dann kommt wieder eine ganze lange Zeit nichts. Ja. Ist halt so. Über 6er, 8er, 10er und 9er zeitgleich. Ja. Ja, ist auch so. Ist aber in jedem Spiel, ne? So, das ist das ja. Nur viele sehen das gar nicht oder viele machen immer nur fest, ob er jetzt ein Tor macht oder nicht. Ja? Also auch im Spiel davor, wo er kein Tor gemacht hat, war er der überragende Mann. Ist halt einfach so. Also wie gesagt, wenn du dir Harry Kane klonen würdest, Alter, und du würdest dir da davon 3 Stück in die Mannschaft stellen, dann ist alles gut. Also, ja, ist halt wild. Also Harry Kane hat ja oft genug ein besseres Defensivverständnis als ein Joshua Kimmich in der Mitte. Ja, also das sagt schon alles aus, oder? Ist halt so. Können wir uns darauf einigen, dass trotz der üblichen Gnabry-Hochphase im letzten Vertragsende der Saison Schluss ist? Ja, also ich kann mich darauf einigen. Ich sehe das ähnlich wie bei Leroy. Ich denke auch nicht, dass diese Phase durchgehend anhalten wird. Er wird wahrscheinlich eine einigermaßen gute Saison spielen, spielt gerade gut. Ja, das gibt es gar nicht zu kritisieren. Aber es ist halt traurig, dass Serge das nur alle 4, 5 Jahre macht, wenn sein Vertrag ausläuft. Ja, und ich finde immer bei so einer Vertragsverlängerung muss man den ganzen Zeitraum sehen. Und der war maßlos enttäuschend. Genauso wie es bei Leroy war. Ja. Da kannst du nicht immer nur gucken, oh ja, das letzte halbe Jahr war ja gut, komm, kriegst du nochmal einen Vertrag, verzichtest auf 2 Millionen. Sehe ich genauso. Also, sorry. Ja, kann er wirklich eine gute Saison spielen, ist mir wurscht. Erstens ist er 30. Was willst du da jetzt nochmal 4 Jahre verlängern? Dann hast du den wieder an der Hacken kleben. Du hast genug Talente in der Mannschaft, die das Level erreichen können. Ja, nicht müssen, aber können. Ja, und da musst du einfach mal Eier haben jetzt. So. Es freut mich für Serge, dass er nochmal jetzt gut aus den Startlöchern gekommen ist. Aber ist er letzte Saison genauso? Ja, ihr erinnert euch mal zurück. Die ersten 6, 7 Spiele war Serge richtig gut, richtig stark. Ja, zwar über der linken Seite, nicht durch die Mitte wie jetzt. Ja, und dann der Rest der Saison. So, ja, also. Aber ja, so ist das in der heutigen Zeit. Wird immer alles gleich in den Himmel gehoben. Ja? Warten wir mal ab. Und ich meine, wenn das Herz sich dann auf 8 Milde einlässt, dann kannst du auch mit ihm verlängern für 2 Jahre. Ja? Aber fang nicht an, wieder mit einem 30-Jährigen für 4 Jahre zu verlängern, zu gleichen Bezügen, Alter, wie man es beim Kimmich gemacht hat. Das ist eine Farce halt einfach. Ja. Aber es kommt ja, wir haben es ja gesehen, das kommt drauf an, was Uli meint, ne? Alle anderen haben ja nichts zu melden. Kommt mal drauf an, was der Uli meint. Michael ist Wahnsinn, konnte nicht entscheiden, ob Harry oder Michael Man of the Match war. Für mich beide. Nee, also für mich ist Michael noch eine ganze Ecke hinter Harry. Eben weil, genauso wie es hier gerade stand, ein Harry 6er, 8er, 10er ist. So, der Mann macht wirklich das, der sieht das, du brauchst ihm das nicht sagen. So, der macht wirklich das, was gerade gebraucht wird. Ja, und gut, der spielt eine andere Posi, ja, müsste man vielleicht beurteilen, wenn Michael mal auf dieser Posi spielen würde. Aber das ist nochmal ein anderes Level, sorry. Aber das ist jeden seine Meinung, so, ja. Aber für mich ist das nochmal ein ganz, ganz anderes Level, was so ein Harry Kane macht. So, Michael ist natürlich eine Maschine, Alter, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Ist eigentlich der Mann, der mit Harry Kane zusammen, ja, mit dem steht oder fällt das Offensivspiel. So, machen wir uns nichts vor. Ja, wenn Michael einen schlechten Tag hätte, dann stockt unser Spiel gewaltig. So, da brauchen wir uns brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber wie gesagt, für mich ist Harry Kane noch ein ganz, ganz anderes Level. Michael ist für mich gerade das Level Musiala. Ja. Das ist das Level. Nur, dass er viel, viel konstanter ist, wie es Musiala bisher war bei uns. Ja. Also die Konstanz ist ja das was ein Michael gerade auszeichnet. So, nimm mal sein schlechtes Spiel. Sein schlechtestes Spiel, seitdem er bei uns ist, das war immer noch ein Spiel, was völlig okay war. Ja. So, und da sollten sich andere im Verein mal eine Scheibe abschneiden. Aber zur absoluten Weltklasse, da fehlt noch ein bisschen, meiner Meinung nach.
Aber er ist auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Ne? Und wenn er den Weg weitergeht, dann wird es auch schwer sein, ihn zu halten bei uns leider. Zumindest wenn er das nicht möchte. Es kommt darauf an, was er möchte. Wenn er nochmal nach England möchte oder sowas, dann wird es schwer sein, weil die werden Schlange stehen. Ja? Und da wird auch die Millionenzahlen jenseits der 150 wird da stehen, wenn er so weiter performt wie bisher bei uns, dann ist das schon krank. Ne?